SRF 3 Fokus mit dem Yves Bossart. Ja, heute zusammen zu einer neuen Folge Fokus. Heute mit dem Alex Oberholzer. Er ist einer der bekanntesten Filmkritiker der Schweiz und hat über 30 Jahre für Radio 24 gearbeitet, aber auch fürs Fernsehen. Vor kurzem hat Alex ein, wie ich finde, sehr berührendes, ein starkes Buch geschrieben über seine Kindheit mit dem Titel «Im Paradies der weißen Häubchen. Meine Kindheit im Spital». Der Alex ist vor 70 Jahren auf die Welt gekommen mit einer körperlichen Behinderung. Ihm fehlt auf der rechten Seite vom Körper die Hand und der Fuß. Knapp ein Jahr nach seiner Geburt ist er dann an einer schweren Kinderlähmung erkrankt und hat die ersten 12 Jahre von seinem Leben ausschließlich oder fast ausschließlich im Spital verbracht, ohne jeglichen Kontakt zu seinen Eltern. Die wahre Hölle hat er aber erst erlebt, als er aus dem Spital rausgekommen ist, in die wirkliche Welt. Heute möchte ich von ihm erfahren, was so eine Kindheit mit einem macht und wie man mit Schmerzen, mit Kränkungen und auch mit unüberwindbaren Hindernissen im Leben kann lernen umgehen. Alex, schön bist du da. Ja, danke für die Einladung. Hi, Yves. Ja, du schreibst ganz am Anfang von deinem Buch, deine Geburt sei für deine Eltern ein bisschen wie eine Strafe von Gott. Das ist ein starker Satz. Ja, es ist halt so, ich bin ja behindert auf die Welt gekommen, also eine Laune der Natur, und meine Eltern haben mich eigentlich nicht geplant. Meine Mutter ist einfach schwanger geworden, sehr jung. Und sie sind beide im Dorf aufgewachsen und haben dem Gerät aus dem Weg gehen, sind dann in die Stadt gezügelt. Und dort bin ich auf die Welt gekommen und dann bin ich gekommen und dann war das für sie schon sehr schlimm gewesen. Und dann haben sie mich auch gerade der Großmutter gegeben. Und dann, wo mit eins noch Kinderlähmung gekommen ist, dann ist es dann schon fast ein bisschen zu viel gewesen. Mhm. Und sie haben mir das nie gesagt, das sei eine Strafe von Gott gewesen. Natürlich nicht. Ich habe ja auch ganz lange keinen Kontakt zu ihnen gehabt. Aber man hat es dann so ein bisschen munkeln gehört. Irgendwie ist das so ein bisschen umgegangen. Also wir sind katholisch, es ist so ein katholisches Umfeld und irgendwann einmal habe ich das dann so eben mauscheln gehört und habe das aber gar nie irgendwie ernst oder persönlich oder so genommen. Es ist einfach etwas entstanden und ich habe es ja, im Nachhinein, muss ich sagen, finde ich noch witzig. Ich nenne das im Buch ja so und irgendwie wohl auch keine Strafe Gottes, aber ich meine das natürlich ziemlich ironisch. Also sie waren nicht gläubig oder so, deine Eltern? Das ist nicht noch dazugekommen? Das war so ein bisschen komisch, als ich dann heimgekommen bin mit 13, musste ich immer in die Kirche. Sie sind aber nie in die Kirche. Aber ich musste, weil sie alles daran gesetzt haben, dass ich alle Konventionen, die auch die Nachbarn erwarten, dass ich die sicher erfülle. Mhm. Eben, du hast gesagt, du bist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen, eben auf der rechten Seite ohne Hand, ohne Fuß, und auf der linken Seite, glaube ich, beim Fuß auch 2 Ziegen. Missbildungen. Und deine Eltern haben dich dann zu den Großeltern gegeben, in Stockenburg, hast gesagt. Und dann nach etwa einem Jahr eben die Krankheit, die Kinderlähmung. Und dann, ja, damals hat es noch den Impfstoff nicht gegeben, also die Polio-Impfung. Erst ein Jahr später ist interessant. Also du bist wirklich eigentlich in der letzten Welle dann erkrankt. Das ist so. Die letzte Welle ist dann über einen Vorort von Zürich, über Adliswil. Und ich bin dann hier gerade von den Grosseltern heimgekommen in den Vorort. Also ich bin quasi der Welle entgegengereist. Und dann ist die letzte Welle dort über Adliswil gekommen und die hat mich verwünscht. Und ja, ein Jahr später ist dann die wirklich süße Alternativen im wahrsten Sinne des Wortes entwickelt worden, nämlich die Impfung, die in Form von einem Würfelzucker verabreicht worden ist. Ja, ich gehöre zur letzten Welle. Das ist ja so, also ich meine, das zeigt sich an verschiedenen Punkten in deinem Leben. Also das Tragische, der Zufall oder das Schicksal oder wie man das nennen will, oder einfach so der harte Zufall. Also wenn man sich das vorstellt, was ist, wenn das ein Jahr später gewesen wäre, wenn du dort gewesen wärst und so weiter. Sind das Gedanken, die du dir machst oder wo man versucht, möglichst nicht zu machen? Nein, ich mache das natürlich nicht, weil damals konnte ich es gar nicht machen. Da bin ich noch viel, viel zu klein gewesen. Und jetzt bin ich genug vernünftig und genug alt, um zu wissen, dass es nichts nützt. Also wem soll ich Vorwürfe machen? Soll ich das am Schicksal machen? Soll ich das am lieben Gott machen, an den ich nicht glaube? Es
nützt es gar nichts. Und selbst wenn ich jemanden hätte, dem ich Vorwürfe machen könnte, es ändert ja nichts mehr daran. Es sind ja Fakten, die man akzeptieren muss. Und wenn ich etwas gelernt habe in meinem Leben, ist es das, dass man nicht Sachen nachtrauern oder negative Energien darauf verwenden, die nicht veränderbar sind. Man sollte Energien darauf verwenden, wo etwas noch veränderbar ist. Das andere macht ja keinen Sinn. Heisst das, du hast deine Eltern auch nie konfrontiert und ihnen nie Vorwürfe gemacht? Nein, nie. Nein, das habe ich auch nicht. Ich habe das auch nicht können. Wenn man die ersten 12 Jahre nicht daheim lebt und dann heimkommt und eigentlich zu fremden Menschen geht, in einer Zeit, die sowieso auch für die Eigenentwicklung sehr schwierig ist. Ich bin ja da in die Pubertät gekommen, oder? Und ich habe nie Kraft gefunden oder Persönlichkeit gehabt, sie mit dem zu konfrontieren. Nein, das ist nicht gegangen. Nein. Ich hatte Angst vor, ich denke, sie verletzen oder vor der Auseinandersetzung oder ich denke, etwas aufwühlen. Und das war nicht möglich gewesen. Gehen wir zurück in die Zeit, in die ersten 12 Jahre in dem Kinderspital in Affolter am Albis, wo du dann hingekommen bist. Jetzt sind alles Langzeitpatienten gewesen, Kinder, etwa 60 Kinder, schreibst du in deinem Buch, auf 3 Stockwerke verteilt, aus der ganzen Welt, aus allen Kulturen und Ländern. Also die meisten sind natürlich schon aus der Schweiz gekommen. Eben die letzte Welle Kinderlähmungen sind fast ausschließlich Kinderlähmungen gewesen. Und dann sind ja auch aus dem Ausland sind ganz viele gekommen, weil schon damals hat das Spital offenbar Privatpatienten gebraucht, die sich finanzieren. Und du hast Lähmungen gehabt, also dein ganze linke Bein, dann fast das rechte Bein, fast ganz Bauch, Rumpf, Rückenmuskulatur und so weiter. Also sehr, sehr heftig. Und du sitzt jetzt auch im Rollstuhl und hast auch dort einen Rollstuhl gebraucht. Ihr sind aber eigentlich immer so ein bisschen rumgekrochen, schreibst du im Buch, auf dem Boden, oder? Auf dem Boden rumgekrochen, ja, so ist man am schnellsten vorwärts gekommen. Ich hatte zum Glück 2 starke Arme und mit denen habe ich den Körper einfach mitgeschleift. Und lustig ist ja, dass ich irgendwie 12 Jahre gemeint habe, das sei der normale Fortbewegungsgang. Weil man hat, nicht nur ich, sondern ich kann wirklich sagen, man hat, also die Kinder haben die Schwestern nicht als ihresgleichen angeschaut. Oder die Schwestern waren einfach die Schwestern, die Ergotherapeutin waren die. Und wir Kinder, wir sind gekrochen. Ja. Oder dann ein paar wenige hatten einen Rollstuhl gehabt. Oder ein paar haben auch mit Schienen lernen laufen. Die haben wir am meisten benitten, weil das hat denen am meisten wehgetan, weil sie die komischen Schienen gezwängt worden sind. Zudem sind sie nicht vorwärts gekommen. Und wir, die rumgekrochen sind super schnell vorwärts gekommen. Und das Krasseste ist ja wirklich, ich habe es gesagt, du hast deine Eltern nicht gesehen, es hat ein Besuchsverbot gegeben. Einerseits haben wir das begründet mit so Bazillen und Viren und so weiter, die angeblich übertragen werden können, aber auch mit dem Heimweh, wo das auslösen kann. Genau. Man hat ihnen gesagt, es ist besser, wenn sie ihr Kind nicht besuchen können. Eben erstens bringen sie Viren und Bazillen, zweitens züchten sie Heimweh. Und die Unterschichteltern, die haben damals schon an die Autorität, oder damals noch, an die Autorität der Mediziner geglaubt und haben gefolgt und sind ihre Kinder nicht besuchen. Und es hat aber andere Eltern gegeben, die haben nicht gefolgt. Und mit der Zeit haben wir andere Kinder herausgefunden, dass es offenbar behütete Eltern sind. Heute würde man sagen, eben Oberschichteltern, die haben sich das nicht gefallen lassen. Weil auf dem Parkplatz während der Besuchszeiten sind nur Jaguars und Oldsmobile und also so amerikanische Autos oder dann eben Jaguar, Mercedes, solche Autos gekommen. Das sind die Eltern, die sich das nicht sagen lassen haben. Die sind dann ihre Kinder besuchen, aber wir anderen Kinder haben die gar nicht benitten. Weil wenn du einmal pro Woche oder eher pro 2 Wochen oder einmal pro Monat Besuch bekommst, dann lernst du die Eltern auch nicht richtig kennen. Dann hockst du immer mit 2 erwachsenen, fremden Leuten an einem Tisch. Also wir haben die Kinder gesehen, wie sie stundenlang mit 2 fremden Leuten rumgehöckelt sind und sich gelangweilt haben. Derweil wir können auf dem Parkplatz das Auto anschauen oder können im Keller auf ein Steckis spielen. Wir haben es gar nicht benitten. Das war eure Welt und die ist am Gartenhagen, hast du sozusagen geendet. Aber kannst du dich nicht an Momente erinnern, wo du gleich so etwas gespürt hast wie Heimweh? Oder die Frage zumindest, wie sind meine Eltern? Warum kommen sie nicht? Wie wäre das echt, das Leben außerhalb von dem Spital? Das habe ich mich überhaupt nie gefragt. Nein. Es hat Heimweh gegeben. Ich mag mich erinnern, es hat ein Kapitel im Buch, das heisst «Erste Erinnerung». Und das kann aber nicht die allererste Erinnerung sein, weil ich kann mich ja schon in Wort fassen konnte. Also ich habe offenbar schon eine Weile lang Heimweh gehabt. Aber das erste Mal, als ich mich daran erinnere, als Heimweh ist, wo
wo ich wirklich einfach eine wahnsinnige Sehnsucht hatte nach meiner Mutter. Und dann habe ich angefangen zu brüllen und dann ist eine Schwester gekommen und hat gesagt, was hast du denn? Und dann habe ich gesagt, ich habe Heimweh. Und dann hat sie gesagt, ja, sie versteht das, aber meine Mutter kann jetzt halt nicht kommen. Und dann habe ich sie gefragt, wo ist sie denn? Und dann hat die Schwester gesagt, ja, wahrscheinlich daheim. Ich glaube, du wohnst in Zürich. Dann habe ich gefragt, wo ist denn Zürich? Und dann hat sie gesagt, ja, da aussen in der Welt. Und dann habe ich gefragt, wo ist die Welt? Und dann hat sie mit der Hand zum Fenster aus gezeigt. Und dann habe ich dem Finger nachgeschaut und am Ende vom Finger, weit unten im Dorf, ist der Finger auf ein Haus gestoßen. In meiner Fantasie, oder? Und dann habe ich gewusst, in dem Haus wohnt meine Mutter. Und dann, als die Schwester draussen war, habe ich einfach so laut, wie es gegangen ist, brüllt. Und es muss ziemlich laut gewesen sein, weil es sind etwa 3 Schwestern miteinander ins Zimmer gesprungen gekommen und haben gefragt, was denn da los ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Heimweh und meine Mutter wohnt dort unten. Und wenn ich genug laut brülle, dann hört sie mich und kommt vielleicht. Das ist meine erste Erinnerung und dort hatte ich Heimweh gehabt. Aber das vergisst man dann innerhalb, also in 12 Jahren vergisst man dann das Heimweh. Ich habe meine Eltern nicht gekannt, als ich heimgekommen bin. Kannst du ein bisschen erzählen, wie der Alltag ausgesehen hat in dem Spital, was sie gemacht haben? Weißt, Therapie, du bist ja dann in der Schule, du musst Sachen lernen und so weiter. Also unter der Woche von Montagmorgen bis Samstagmittag war man voll eingespannt in einem Programm. Man hatte einen genauen Stundenplan gehabt, der war voll gefüllt. Vom Morgen am 8 Uhr bis zum Abend am 5 Uhr. Um 5:30 hat es dann die Nacht gegeben, um 6:30 war man im Bett. Und den Tag durch hat man alles gehabt. Schule, Physiotherapie, Ergotherapie, Schwimmen. Einfach, man ist die ganze Zeit von einem Ort zum anderen transportiert worden. Und über den Mittag, ganz wichtig, von 11:30 bis 2:30, die sogenannte Liege. Da haben wir aufs Bett liegen und ruhig sein. Wahrscheinlich einfach, damit die Schwestern ihre Freistunde haben können abhaken oder 11:30 bis 2:30? Jawohl, 3 Stunden lang. Okay. Ja. Das ist langweilig wahrscheinlich. Das ist grenzenlos langweilig. Grenzenlos, ja. Ich habe dort auch wirklich Sachen angefangen zu machen. Also ich habe, was man glaube heute irgendwie im Zivilschutz macht. Ich habe dauernd mein Zimmer mit Häuslipapier wieder umgestellt, gezeichnet. Das Bett könnte man auch dort hin tun und da den Tisch, dort das Bett. Also einfach Beschäftigungstherapie für mich selber betrieben. Und ich konnte hier noch nicht lesen und ich hatte auch noch kein Radio gehabt. Da ist es dann besser geworden, als ich mein erstes Radio geschenkt bekommen habe. Und dort haben wir eine lustige Erinnerung. Mal ist eine alte Putzfrau reingekommen. Sie hat ihre Putzlumpe gesucht und hat gesehen, dass ich so einen Latsch mache im Bett. Und dann hat sie gefragt, was ist denn los, Alex? Was ist denn? Dann habe ich gesagt, ja, mir ist irrsinnig langweilig. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der mich damals sehr verblüfft hat. Sie hat gesagt, los, Alex, du wirst noch das Leben lang an mich denken, weil später im Leben wirst du so eingespannt sein in einen Alltag. Du wirst froh sein, es wäre wieder mal langweilig. Und als ich 100% geschafft habe, dann später 4 Kinder hatte, ich sage dir, ich habe jeden Tag als Fräulein Ursula gedacht und den Satz. Oh je. Was ist das Schönste, was dich daran erinnern an die Zeit? Es hat ganz viele sehr schöne Erlebnisse gehabt, aber etwas, das ja total fehlt, wenn man in einem Spital aufwächst, das ist der Körperkontakt. Das ist die Zärtlichkeit. Man wird ja nie in den Arm genommen. Und da hat es eine Schwester gehabt, die hat mir jeden Abend ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Und das ist ja eine Art von Körperkontakt. Oder? Ich habe nicht gewusst, dass es eine symbolische Bedeutung hat. Hat auch gar keine Rolle gespielt. Aber ich war total süchtig über das hat es übrigens auch eine schöne Geschichte im Buch. Das Kreuz auf der Stirn. Und es sind solche kleine Momente, die ganz viel haben können auslösen. Und darum weiss ich auch so viele Sachen noch, so viele Details. Darum sind so Erinnerungen geblieben, weil so kleine Sachen sind einem wirklich dann sehr, sehr nahe gegangen. Aber das zeigt ja auch, wie stark der Mangel war. Oder weißt, die Sehnsucht nach Nähe, nach Berührung, nach Gehalten sein, oder? Wenn so ein Kreuz auf die Stirn ist mit dem Daumen, einmal im Tag. Ja. Und nur während einer kurzen Zeit, weil nachher ist sie gegangen, sie hat geheiratet. Und hat mich verlassen. Das ist auch noch krass, oder? Ja. Hat dich verlassen. Also ich meine, das sind ja nicht Personen, die dann irgendwie 12 Jahre dort sind, sondern da gibt es Wechsel und Fluktuation. Ja, und aber es sind deine Bezugspersonen auch, neben dem Kind? Natürlich, klar. Und das Schlimme ist ja, und das habe ich schon als Kind gemerkt, die liebsten und besten Leute, die verlassen einem immer am schnellsten. Die, auf die man gut verzichten können, die bleiben.
Da musst du jetzt erzählen. Was sind so die schlimmsten Erinnerungen, wenn ich vorher nach dem Schönsten gefragt habe? Ja, weißt, es gibt natürlich Schwestern, die gehen nie weg, die bleiben das Leben lang. Die werden dann immer älter und immer älter. Und also eine jetzt, die ist schon so alt gewesen, die hat dann so ein bisschen zittert und immer am Donnerstagmorgen ist uns ein Fingerpieks gemacht worden, damit wir das Blutbild nehmen und schauen, ob die Kinderschar noch gesund sind oder ob da irgendetwas am Entstehen ist. Und weil sie zittert hat sie nicht einen normalen Fingerpieks machen, dann hat sie immer das Fingerbeere mit einer Nadel aufgerissen. Und das hat einfach grauenhaft wehgetan. Und also das ist auch etwas, wer das je erlebt hat, vergisst das nie mehr. Mhm. Ich meine, Schmerzen haben dazugehört, oder? Du schreibst im Buch von jensten, die haben euch eigentlich ums Verrecken dazu bringen, dass ihr lauft, oder? Dass ihr aufrecht geht, oder? Der Mensch, der aufrechte Gang, so. Und jetzt mit Prothesen und mit Korsett und so weiter. Und das damals, ich meine, vor 70, 60 Jahren. Ja. Der Generalbass von der Ärztin hat geheißen, und das hat sie wirklich so, wie ich es jetzt sage, gesagt: Der Mensch unterscheidet sich vom Tier durch den aufrechten Gang. Oder? Und darum hat sie uns gerade machen. Und da hat es natürlich gebraucht. Fehlende Glieder müssen ersetzt werden durch Prothesen. Krumme Glieder müssen gerädet werden durch Gehapparat, durch Schienen. Und Glieder, die eben selbstständig nicht haben können, sich bewegen, die haben auch müssen in Apparate gepresst werden. Und darum, das stimmt, also Schmerz hat eine grosse Rolle gespielt in meiner Jugend. Wir sind von orthopädischen Geräten umgeben und in die muss man halt reingepresst werden, weil die haben ja Funktion. Sie müssen einem Halt geben, sie müssen einem formen. Und weil das Kind ja immer wächst, passt es auch nie. Also kaum passt es einmal, ist das Kind wieder ein bisschen gewachsen und dann passt es schon wieder nicht. Also Schmerz ist etwas Wesentliches, ja. Wie hat dich das geprägt, heute, der Umgang mit Schmerz? Ich glaube, ich halte ihn relativ gut aus, muss ich schon sagen. Also ich staune manchmal, wie die Leute irgendwie dauernd jammern, weil ihnen irgendetwas wehtut. Und ich bin also monatelang mit einer Diskushernie im Nacken jeden Tag arbeiten. Ich habe es fast nicht ausgehalten vor Schmerz. Habe aber sofort dann auch herausgefunden, dass wenn ich nicht arbeite, wenn ich daheim bin und nichts mache, dann tut es mir viel mehr weh, als wenn ich etwas schaffe, weil es lenkt ja auch ab. Oder? Und heute, meine Tochter ist Physiotherapeutin geworden und sie sagt, das ist völlig normal. Also, es gibt ja so eine beschränkte Anzahl Nerven, die irgendjemand ansausen. Und wenn die sich so voll auf den Schmerz konzentrieren können, dann hat man einfach mehr Schmerz, als wenn man es ablenkt. In der Physiotherapie passiert auch vieles einfach mit Ablenkung. Interessant. Aber der körperliche Schmerz ist eins. Wie ist es mit seelischen Schmerzen? Ja, den seelischen Schmerz habe ich natürlich, als ich im Kinderspital war, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, weil ich ja das hat mir sehr, sehr gefallen. Das ist ein Zuhause geworden, sehr schnell, und dann war es Zuhause gewesen. Die seelischen Schmerzen, die sind in einem kleineren Bereich dann passiert, wenn eben eine Vertrauensperson, eine Lieblingsschwester, gegangen ist von einem Tag auf den anderen. Oder es hat auch also 2 schlimme Abschiede habe ich als Kind erlebt. Einmal, als ich plötzlich von einem Tag auf den anderen für 1 Jahr, aber ich habe damals nicht gewusst, dass es nur 1 Jahr ist, in ein anderes Heim verpflanzt wird. Und dann natürlich das andere Mal der sehr grosse seelische Schmerz, den ich dann vom Kinderspital heim zu meinen Eltern. Zu 2 wildfremden Menschen. Das war riesig. Und dann nachher das Einleben in dieser Welt, eben im Buch heisst es «Die Hölle», das Einleben in dieser Welt, in der ich dann sehr schnell realisiert habe, ja Moment, ich bin viel zu wenig schnell für die Welt. Ich bin stosse überall. Jeden Meter hat es ein Hindernis, eine Stufe, eine Treppe. Ich komme gar nicht hin. Ich mag das Tempo der Schüler und Schülerinnen nicht mitgehen. Ich bin eigentlich, wo ich bin ich im Weg. Und das als 13-Jähriger festzustellen, ist hart. Über das reden wir jetzt gerne noch. Jetzt interessiert mich der Moment noch, wo du das Spital verlässt mit 12 und zu deinen Eltern heimgehst. In dein Daheim, in Anführungs- und Schlusszeichen. Weil das wahre Daheim war das Spital. Oder das war die einzige Welt, die du überhaupt kennt hast. Das einzige Normal. Du kommst jetzt heim und siehst deine Mami. Wie war das? Ja, die Ärztin hat mich persönlich heimgebracht und hat mich mit ihrem Auto vor dem Haus parkiert und hat gesagt, ich gehe jetzt rufen, ich hole jetzt deine Mutter. Und dann kommt eine fremde Frau oben runter. Und dann sage ich ihr, ich mag mich noch genau erinnern, ich sage ihr, «Grüezi, Schwester Mami». Dann war sie baff und dann habe ich gefragt, wieso sind sie nicht weiss angelegt und wieso haben sie kein Hübli? Und dann hat sie gesagt, ich darf ihr «Du» sagen.
Und sie sagen keine Schwester, ich darf ihre «Du Mami» sagen. Und im Kinderspital hat es 2 Schwesternhilfen gegeben und eine Physiotherapeutin, die ich wahnsinnig gerne hatte. Und die haben mir irgendwann einmal gesagt, Alex, du darfst mir «Du» sagen, aber nur, wenn es niemand hört. Also das sind ganz enge Freundinnen quasi von mir. Und die habe ich wahnsinnig gerne gehabt. Und jetzt kommt so eine ältere, wildfremde Frau und sagt, du darfst mir «Du» sagen. Ich kann ihr gar nicht «Du» sagen. Hast du aber verstanden, was es Mami ist? Das schon, oder? Es hat auch Besuch gegeben und ich meine, mit 12 hast du ein bisschen ein Verständnis davon. Ich habe es theoretisch gewusst. Ja, klar. Aber ich habe mir gleich nichts darunter vorstellen. Und ich habe auch, wo die anderen Kinder mit Besuch hatten, ich habe mir nie die Frage gestellt, habe ich echt auch eine Mami? Wer ist echt das? Die Frage hat für mich nicht existiert. Ist für mich heute auch nicht mehr nachvollziehbar. Und weißt du, es ist interessant. Du schreibst im Buch, einmal verlorene Zeit findet man nicht wieder. Und du hast Beziehung zu deinen Eltern, aber auch zu den Geschwistern, ist nie wirklich gut gewesen. Du bist dort auch daheim nachher auch ein bisschen allein gewesen. Völlig ja, weil mir ist es nicht gelungen, eben meine Eltern zur Rede zu stellen, die Sache zu thematisieren. Ich muss auch heute sagen, im Nachhinein, ich verstehe es auch, meine Eltern sind überfordert gewesen, ich bin überfordert gewesen, meine Lehrerin damals war völlig überfordert gewesen. Es war für alle einfach nur ein Tabu gewesen. Man hat nicht darüber geredet, man hat einfach gehofft, dass es das Alexli irgendwie schafft. Weil die meisten von meinen Kollegen und Kolleginnen, die die gleiche Situation erlebt haben, vom Kinderspital nach Müsen heimzugehen, die haben das nicht geschafft und sind dann wieder ins Spital zurückgekommen. Ja, ich habe das leider erst viel, viel später erfahren und habe mich dann auch erkundigt, wie haben die denn das geschafft damals? Dann haben sie mir gesagt, dann habe ich ihnen Vorwürfe gemacht. Wieso haben sie mir das nicht früher gesagt? Ich hätte auch in der VBZ in die Hose bisseln oder in der Schule sagen, ich sage es jetzt nicht was, aber... in die Hose schiessen. Genau. Und dann wärst du wieder zurück gewesen. Dann wären wir wieder zurück gewesen, aber du bist ja nachher auch an den Wochenende oder in der Ferien und so weiter wieder zurück in das Paradies der weißen Häubchen, oder? Genau. Ich habe dann eben gemerkt, ich habe in der ersten Ferien, wo ich dann die eine schlimme Zeit hatte, vom Frühling bis zu den Sommerferien, habe ich dann in der Sommerferien wieder ins Spital zum Abpassen von der Schiene und dem Gehapparat und dem Korsett. Und das sind die schönsten Ferien von meinem ganzen Leben. Und weil ich bin wieder zurück heim, oder? Und dann habe ich noch gedacht, ich muss etwas machen, dass ich mehr in das Spital kann. Und habe dann die Schwester gefragt, ob ich nicht über das Wochenende auch heimkommen könnte. Dann hat sie gesagt, ja, sie glaube nicht, sie wüsste nicht. Und hat sich dann erkundigt. Dann ist mir gesagt worden, ja, das kann niemand beantworten. Die Frage sei so noch nie gestellt worden. Und dann... bin ich einfach über das Wochenende wieder ins Spital. Und von dem Moment an, wo ich immer im Laufe dieser schweren Wochen am Horizont das Licht hatte, vom Wochenende im Spital, ist die Woche für mich kein Problem mehr gewesen. Dann habe ich gewusst, ja gut, jetzt habe ich eine strenge Woche, gehe ich halt in die Schule. Aber am Wochenende bin ich wieder bei meinen Freunden und Freundinnen, bei meinen Kolleginnen und bin in Affolter im Kinderspital. Ich musste einfach einen Transport organisieren, aber ich bin offenbar schon da genug clever gewesen. Ich habe gemerkt, es gibt ja Eltern, die eben ihre Kinder in der Zwischenzeit dann auch abholen über das Wochenende. Und dann habe ich irgendeinen Vater gefragt, fahren Sie durch Zürich? Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, können Sie nicht schnell bei mir vorbeifahren und mich mitnehmen? Und dann habe ich kein Problem mehr gehabt. Dann hat er mich am Samstag auf Affolter gebracht und am Sonntagabend wieder zurück. Und dann hast du die Vorfreude gehabt, oder das Licht am Ende des Tunnels. Du hast vorher die Ablenkung erwähnt mit den körperlichen Schmerzen. Also es wären schon 2 Strategien. Aber du hast vorher gesagt, wo du in die Welt rausgekommen bist, jetzt nicht nur daheim bei der Familie, sondern auch sonst in der Schule und so weiter, mit Menschen, die alle können aufrecht gehen können, oder fast alle, die man Behinderungen eigentlich nicht sieht. Und das war für dich eine Welt voller Barrieren, voller Ablehnung, Abwertung. Aber du bist ein Störfaktor gewesen, schreibst du. Auf dem Fußballplatz hat es geheißen, Gang aus dem Weg, oder? Wie hast du das überlebt, sage ich jetzt mal? Wie hast du das weggesteckt? Ja, im Moment, damals habe ich es gar nicht weggesteckt. Also, als ich das erste Mal wollte Fußball spielen mit den Kindern in der Nachbarschaft, weil im Spital bin ich ein guter Fußballer gewesen, oder? Da bin ich so baff gewesen, dass am Schluss, als ich als Letzter beim Wahlprozedere übrig blieb, dass man nicht sagt, ja gut, dann kommst du halt zu uns. Wie sonst beim Schlechtesten, oder? Sondern dann sagt man, gang aus dem Weg. Von dem Moment an habe ich natürlich gewusst, in dieser Welt habe ich nichts verloren. Und da bin ich nie mehr voraus. Nie mehr, oder? Also, man hat mir sehr schnell gesagt, wo mein Platz ist. Der ist in meinem Zimmer. Und entsprechend bin ich nur in die Schule und dann in mein Zimmer. Und
ja, das ist im Nachhinein eine sehr schlimme Zeit. Aber die Wochenende, die haben mich gerettet. Also im Nachhinein muss ich sagen, das ist ganz entscheidend gewesen. Weil an diesen Wochenenden habe ich dann auch im Kinderspital so eine spezielle Rolle gehabt. Ich bin an diese Pubertät gekommen. Ich bin langsam erwachsen worden. Ich bin bis 20 immer über das Wochenende dort hin, oder? Und dann habe ich auch viel Zeit mit dem Personal, mit den Nachtwachen verbracht. Und das sind die einzigen Personen gewesen, die ich quasi kennt habe, mit denen ich normal reden konnte. Und dort konnte ich alles entwickeln. Dort konnte ich eine Sprachkompetenz entwickeln. Ich konnte eine Gesprächskompetenz entwickeln. Ich habe gemerkt, ich muss interessant wirken, damit die mich überhaupt ernst nehmen. Ich muss gut zuhören, damit ich auf sie eingehen kann. Und so weiter. Das konnte ich dort alles üben, ohne dass mir das bewusst war. Selbstverständlich. Ich hatte einfach eine lässige Zeit mit Leuten, die mich ernst nehmen. Und das habe ich in meinem Umfeld nicht gehabt. Ich hatte Mitschüler, die irgendwie in der Pause sofort vorausgesprungen sind. Ich bin ja nie in Pause, weil für das hat es viel zu viel Stege im Schulhaus. Ich bin eigentlich immer allein gewesen, wenn ich unter Gleichaltrigen war. Sowohl in der Primarschule wie auch im Gymi. Im Gymi dann ein bisschen weniger. Ich habe ja Gott sei Dank die Gymi-Prüfung bestanden. Das ist auch ein wesentlicher Schritt natürlich für meine Entwicklung. Und aber in der Schule bin ich eigentlich immer ein Einzelgänger gewesen. Es sind die Personen, das Personal vom Kinderspital, wo mir am Wochenende begegnet ist, wo mich eigentlich herangezogen hat. Ja, und auch das Geschichten erzählen und die Sprache und die Gespräche führen und vertiefen bis in alle Nacht hinein. Ich meine, du hast nachher Germanistik studiert, Kunstgeschichte, Publizistik, Filmkritiker, hast beim Radio geschafft. Also vieles ist dort so ein bisschen, hat sich so ein bisschen herauskristallisiert oder das erste Mal geweckt worden, kann man sagen? Ja, ich habe natürlich gemerkt, das Maul ist eigentlich mein einziges Organ, das normal ist. Oder? Und das Gehirn wahrscheinlich. Ja gut, ich hoffe es. Mathematik hast du auch noch studiert? Jawohl, aber nur auf Befehl vom Berufsberater. Da wäre ich freiwillig nie drauf gekommen. Aber abgeschlossen? Ich habe es dann immerhin gemacht, ja klar. Und 2 Jahre als Mathematiker geschafft. Also, ja. Finde ich heute noch erstaunlich. Sehr erstaunlich. Ich meine, wir reden ja heutzutage viel über Resilienz, Widerstandskraft und sogenannte Resilienzfaktoren. Also was ist es, dass gewisse Leute das schaffen, sozusagen unter einer schwierigen Kindheit oder schwierigen Situationen zu überstehen, vielleicht sogar daran zu wachsen und andere nicht. Was ist es bei dir? Was würdest du sagen, rückblickend? Also ich habe einfach gar nie Selbstmitleid gehabt. Das ist etwas, was ich nicht kenne. Und ich bin auch irgendwie halt ein Pragmatiker. Wenn ich merke, dass etwas nichts nützt, dann kann ich keine Energie an das verschwenden. Oder? Bist du das schon immer gewesen, oder ist das eine Überlebensstrategie, kein Selbstmitleid zu haben? Das ist halt wahnsinnig schwierig jetzt für mich zu beurteilen. Ich mag mich nicht erinnern, dass ich das je hatte. Nein, ich glaube das nicht. Ich werde manchmal schon verrückt, aber ich bin zum Beispiel jetzt, ich hatte einen Unfall auf einer Tankstelle, wo voller Öl war, oder als erwachsener Mann. Ich musste tanken und mit dem Stöck bin ich dann dort ausgeschlüpft auf dieser Öllache und habe mich ziemlich schwer an den Schultern verletzt, sodass ich nicht mehr mit dem Stöck laufen konnte. Das war ganz schlimm. Und dann hat es noch einen Gerichtsfall gegeben und dort hat man einfach gesagt, ja, das stimmt nicht, dort hat es kein Öl gehabt. Und ausgerechnet an diesem Tag ist die Kamera, die dort immer fix auf die Tankstelle gerichtet ist dort nicht auffindbar gewesen. Also gut. Und dort, bei so etwas werde ich auch hässig. Weil dort ist ganz klar, dort ist von Menschen mehr Unrecht gemacht worden. Und dort finde ich es auch nicht nur ein Schicksalsschlag, sondern das finde ich einfach total ungerecht, weil wegen dem Vorfall habe ich eine massive gesundheitliche Einschränkung bekommen. Und die grosse Firma, der die Tankstelle gehört, hat sich vor den finanziellen Konsequenzen drücken. Einfach indem dort die Aufnahmen verschwunden sind. Also das regt mich auf. Ja, ein Ungerechtigkeitsempfinden oder Wut oder eine moralische Empörung. Genau. Aber es ist nicht so Selbstmitleid aufgrund von einer tragischen Situation, wo niemand etwas dafür kann. Nein. Also eben so Schicksal oder Unfall oder so. Nein. Du sagst pragmatisch. Ich habe von dir gelesen, du bist jemand, der immer das Positive sieht. Das ist wie ein Lebensprinzip, weil vom anderen gibt es genug. Ja, und das andere zieht einem doch immer ab. Und ich meine, ich habe ja sowieso ein sehr labiles Gleichgewicht und ich hasse die Schwerkraft. Also ich kann gar nichts brauchen, was mich abzieht. Und da muss ich natürlich selber auch daran arbeiten. Ich kann nicht davon verlangen, dass die anderen Leute mich aufziehen.
solange ich quasi die anderen abziehe, und sie mich auch abziehen. Also muss ich ja quasi einfach ein bisschen Vorbild bieten. Und das ist natürlich schon ein Teil von meiner Lebenserfahrung. Je positiver ich eine Ausstrahlung kann erzeugen, desto positiver strahlt es auf mich zurück. Mhm. Ist das etwas, was du dir bewusst vornehmen musst, oder das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du das einfach machst? Ja, das ist einfach, weil ich es täglich erlebe, mache ich es einfach automatisch. Es gibt keinen Grund mehr, irgendwie ein Letsch zu machen. Weil, nein, mein Umfeld ist viel zu positiv eingestellt, wenn sie mich sehen. Mhm. Also ich habe natürlich auch wahnsinnig Glück. Weißt, ich muss schon sagen, etwas ganz, ganz Wesentliches, warum ich fast ein bisschen protzen, auch vor Selbstwertgefühl, oder? Hat natürlich schon auch mit den Medien zu tun. Ich mag mich sehr gut an einen Moment erinnern. Ich habe ja als Kind sehr darunter gelitten, vor allem, als ich aus dem Spital rausgekommen bin, dass man mir immer nachgestarrt hat. Oder wo ich auch reingekommen bin, immer, das ganze Restaurant ist verstummt und alle haben mich angestarrt. Oder «Jesus Gott, was hat denn der? Was, keine Hand?» Und dann noch so dünne Beinchen und dann kann er nicht laufen. Und unter dem habe ich sehr gelitten. Ich hatte total Minderwertigkeitsgefühl gehabt. Und ich habe das richtig gehasst, das angestarrt werden. Und dann, als ich die ersten paar Mal im Fernsehen kam, dann später, dann ist das wieder passiert. Ich bin auch immer reingekommen und «Oh, schau mal dort». Aber dann «Du, den kennen wir doch vom Fernsehen». Und das ist natürlich ein völlig anders angestarrt werden, oder? Und dann ist meine Brust quasi fast stolz explodiert und das hält bis jetzt an. Sehr, sehr, sehr gut. Hast du trotzdem länger beim Radio geschafft als beim Fernsehen? Ja klar, nein, Radio finde ich das geilste Medium. Sehr, sehr, sehr gut. Hey, du bist heute Vater von 4 erwachsenen Kindern. Ja. Jetzt Stichwort Selbstvertrauen, das Positive sehen, kein Selbstmitleid. Sind das Sachen, die du ihnen auch mitgegeben hast, die dir wichtig sind? Ich glaube schon, unbedingt, ja. Ja. Ich hatte ja Angst, Vater zu werden. Ich habe darum auch sehr lange gesagt, ich will kein Kind. Weil ich selber einen Vater nie erlebt habe. Oder dann erst sehr spät und dann ist er ganz früh gestorben. Ja. Und ich habe nicht gewusst, ob ich das kann, weil ich bin ohne Männer aufgewachsen. Also bis 13 hat es keinen Mann gegeben in meinem Leben. Und die 3, die es gegeben hat, die beschreibe ich in einem Buch, die waren eine Katastrophe. Darum bin ich auch so entsetzt, wo die Krankenschwester, die mir das Kreuz auf die Stirn gemacht hat, das ich so gerne hatte, plötzlich eines Abends sagt, sie käme nicht mehr morgen. Und ich frage, warum nicht? Und sie sagt, sie heirate. Ich frage, was heisst heiraten? Sie sagt, sie lebe mit einem Mann zusammen. Ausgerechnet mit einem Mann? Ja, ausgerechnet. Ich frage, wie lange? Sie sagt, das Leben lang. Oh. Aber weißt du, was schön ist? Aufgrund des Buches hat sie sich gemolden. Nein, komm jetzt! Ja, sie ist 81 und meine erste Frage war, sind Sie noch mit dem Mann verheiratet? Oder sind Sie schon vergeben? Sind Sie noch zu haben? Sie ist noch. Also es hat sich gelohnt zu gehen. Das versöhnt mich mit dem Verlust. Hey, was für eine Geschichte. Nein, eben, ich habe gar nicht ein Kind wollen. Und dann, wie das ja so ist, dann wird man plötzlich Vater. Oder? Mit 33. Und dann habe ich gemerkt, das ist etwas wahnsinnig Schönes. Und ich glaube schon, ich bin ein guter Vater. Also meine Kinder sagen mir das. Und sie sind ja alle erwachsen und sehr selbstständig. Und ich glaube, es stimmt schon. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Schön. Und ich meine, du hast das ihnen ja alles auch vorgelebt, nehme ich an, was wir jetzt darüber geredet haben. Und auch das mit den Berührungen, das ist ja ein ganz zentraler Punkt. Dass ich das geben konnte, das erstaunt mich auch, weil das habe ich ja selber nicht erlebt. Mhm. Und ich habe es auch ab und zu immer wieder ein bisschen gefragt und so. Und sie haben gesagt, doch Papa, das hast du uns geben können und das freut uns auch sehr. Und etwas, was sie nie haben müssen, wo ich sehr, sehr darunter gelitten habe als Kind, auch über das gibt es ein Kapitel ein unappetitliches Kapitel im Buch. Das Kapitel heisst «Essen». Und uns ist ja als Kind immer gesagt worden, du musst aufessen, du musst gross und stark werden. Und wenn jemand nicht stark wird, dann sind das die Kinder von dem Kinderspital mit Kinderlähmung. Oder? Und das war also ein Satz, den all meine Kinder nicht ein einziges Mal gehört haben. Sie haben nie aufessen müssen. Und du sind alle gross und stark geworden. Du isst den Teller heute noch nicht auf, habe ich gelesen. Ja, das ist so eine Nachwirkung. Weil immer hast du müssen. Ich kann es nicht. Ich kann nicht, jawohl. Es gibt so Ticks, die man hat. Bei mir ist jetzt das eine, ich kann nicht aufessen. Weil das Essen so schlimm war, auch dort im Spital. Oder? Ja. Und ich hasse Brösmeli. Das ist auch das klinische Aufwachsen.
Hey, ich möchte mit dir noch ein bisschen auf unsere Gesellschaft schauen. Wir haben den Moment angesprochen, wo du in die Welt kommst und Ablehnung erfährst und Barrieren erfährst. Jetzt ist heute viel Rede von Inklusion, von Gleichstellung, von Menschen mit Behinderung, von Barrierefreiheit. In der Schweiz gibt es eine Behindertenpolitik 2023 bis 2026. Dort schaut man verschiedene Sachen an. Arbeit, Wohnen, Dienstleistungen, Partizipation. Es hat letztes Jahr eine erste Behindertensession gegeben im Parlament. 2014 hat die Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Als eine der letzten Länder. So, wie weit sind wir wirklich? Ja, wir sind natürlich im Vergleich zu damals schon sehr, sehr weit. Ja, aber wir sind gleich noch nie nicht. Also ich sage es immer noch, die Schweiz ist, was Inklusion anbelangt, ein Entwicklungsland. Ein Entwicklungsland? Ja, klar, natürlich. Egal über welche Grenzen ich gehe ins Ausland, mein Leben wird gerade viel, viel einfacher. Das ist es so. Und fortschrittlich ist so ein Land wie Spanien zum Beispiel. In Spanien fühle ich nicht, dass ich behindert bin, obwohl jetzt Spanien nicht viel, viel reicher ist als die Schweiz. Habe ich immer gemeint, oder? Und in Amerika ja sowieso. In Amerika merkst du nicht, dass du behindert bist, weil dort ist einfach alles zugänglich. Dort sind Gesetze schon lange so, es muss gemacht sein. Oder? Und den Leuten ist das auch gleich, wie jemand rumläuft. Dort kannst du auch mit dem Rollstuhl laufen, du kannst auch auf den Händen laufen. Das interessiert gar nicht. Man ist nicht so normiert. Und der Schweizer hat halt schon noch gerne den stromlinienförmige, normierte Mensch, der auch in 0,3 Sekunden in die VBZ hineinsteigt und nicht muss anstehen und so weiter. Oder an der Kasse nicht muss warten, weil irgendjemand ein bisschen Mühe hat mit seinem Münz. Oder? Ist das der Grund, würdest du sagen, das Anpassen, der Perfektionismus, das Wegschauen vor... Ich glaube schon, das hat zu tun mit Intoleranz, mit sehr engen Normen und da ist der Schweizer schon ein bisschen speziell. Aber dann nicht nur. Natürlich gibt es auch Voraussetzungen, die gesetzlich geschafft werden müssen. Und dort hinkt halt die Schweiz immer jahrelang oder Jahrzehnte hinterher. Ich meine, man sieht es ja jetzt gerade aktuell mit der Zugänglichkeit von der SBB. Jetzt hat ja die SBB irgendwie 20 Jahre Zeit gehabt, alles zugänglich zu machen, damit wir auch mit dem Rollstuhl in den Zug hineinkommen. Und die 20 Jahre haben nicht gelangt. Jetzt ist es wieder um 20 Jahre verlängert worden. Und in 20 Jahren wird es wieder um 20 Jahre verlängert. Oder? Also, ich rechne nicht mehr damit, dass ich das einmal erlebe. Ich kann sogar jetzt miterleben, dass mit der neuen Generation der Züge die Situation für Menschen im Rollstuhl wieder schlechter wird. Also ich habe Gott sei Dank, als ich noch auch in Bern eine Stelle hatte, im Bund, habe ich in der Kommunikation noch geschafft, dass ich dort, wenn ich auf Bern bin, habe ich gerade Glück gehabt. Ich bin gerade in einer Generation von Zügen gereist, wo ich mit dem Rollstuhl selber reingekommen bin. Mhm. Und jetzt ist eine neue Generation, jetzt habe ich wieder total Mühe. Ich meine, du engagierst dich ja auch. Du bist zum Beispiel bei Pro Infirmis, Theater Hora und so weiter, ganz vielfältig engagierst du dich auch. Was forderst du konkret von der Politik? Weißt, muss einfach überall etwas passieren? Oder würdest du sagen, jetzt in den nächsten 5 Jahren muss vor allem da und da, eben Verkehr ist eine, oder? Transport, Züge, Tram? Ja, meine These ist halt immer, es geht gar nicht um die einzelnen Sachen, man muss überall Zugänglichkeit schaffen. Wenn man Zugänglichkeit einmal schafft, dann ist das ja die Voraussetzung, dass überhaupt Menschen mit einer Behinderung im öffentlichen Raum vorhanden sind. Solange sie nicht vorhanden sind, ist ja immer alles eine Ausnahme. Da muss ein Restaurantbesitzer auch nicht daran denken, dass er eine Behindertentoilette einbauen muss, weil es hat ja keiner, der kommt. Oder solange man nicht automatisch, wie man französische Untertitel oder deutsche Untertitel bei einem Film ansetzt, solange nicht automatisch immer eine Gebärdendolmetschung, einfach als 4. Landessprache oder 5. Bei jedem Vortrag oder bei jeder Sendung auch in den Medien selbstverständlich ist, solange ist es immer etwas Spezielles. Und solange etwas Spezielles ist, denkt der Schweizer dann sofort an Kosten. Oder? Also, heute ist kein Schweizer mehr gegen Inklusion. Es sind alle für Inklusion. Aber wenn man ihm aufzeigt, wie viel das es kostet, dann ist er gerade dagegen. Oder? Das braucht es ja niemand. Also es fehlt Ressourcen, aber es fehlt auch das Bewusstsein. Und ich meine, das hängt ja auch zusammen. Je weniger Leute dann mit Behinderung in der Öffentlichkeit sind oder in den Restaurants sind, desto weniger sieht man, dass etwas fehlt. Das Bewusstsein kann gar nicht entstehen. Es entsteht bei allen Leuten erst in einem gewissen Alter. Dann merken sie plötzlich, oha, wäre eigentlich schön, wäre sie jetzt schon zugänglich. Weil es trifft ja alles. Also darum sehe ich uns immer als Vorreiter. All die jetzt so für Zugänglichkeit und Inklusion kämpfen, die machen das nicht für sich oder für Menschen mit Behinderung. Die machen das für die Gesellschaft. Weil heute, wo alle Menschen ja immer älter werden,
werden alle immer eingeschränkter. Es sind alle froh, oder? Wenn's eben, früher haben wir ja noch 5 Tritte auf in einen Zug oder in ein Tram oder in einen Bus. Ich mag mich gut erinnern, als Student habe ich mich sehr sozialpolitisch eingesetzt. VBZ muss zugänglich werden für Rollstühle. Und da hat damals die VBZ gesagt, das ist nicht möglich. Dann hatte ich einen Freund, der auf Amerika ist, und der hat gesagt, du, in Amerika ist alles zugänglich. Dort fährt man einfach mit einem Rollstuhl in einen Bus rein, wie nichts. Und in Zürich hat man gesagt, das ist gar nicht möglich, das ist technisch nicht möglich. Und so weiter. Und das war vor 60 Jahren oder 50 Jahren. Also lauter so Sachen. Es liegt am Willen, es liegt am Bewusstsein, und solange wir nicht einfach daran teilnehmen, solange kann das Bewusstsein nicht entstehen. Aber es ist nicht nur das, dass wir quasi Vorreiter sind für euch, die ja mal älter werden und dann dankbar sind, wenn eben die Zugänglichkeit gewährleistet ist. Ich glaube auch, dass durch das, dass wir eben nicht alle Sachen so optimal erfüllen, also eben in 0,3 Sekunden in den Zug eingestiegen sind oder irgendwie nur 70 cm brauchen, damit wir irgendwie durch den Eingang, in das WC kommen. Ich glaube, durch das, dass wir eben immer ein bisschen Selbstverständlichkeit in Frage stellen, durch das zerstören wir ja auch den Traum von euch, ich sage jetzt euch, oder? Den Traum von der Gesellschaft, alles sei möglich, alles sei machbar. Und dieser Traum, der tut ja eine Gesellschaft auch wahnsinnig unter Stress setzen. Total. Oder? Total. Wenn du es nicht schaffst, bist du selber schuld. Dann bist du selber schuld, genau. Ja. Und darum denke ich, eben eine Annäherung von diesen beiden verschiedenen Welten ist eben gegenseitig etwas sehr, sehr Wertvolles. Die Gesellschaft merkt, doch, wir sind nicht so vollkommen, wir sind doch auch ein bisschen verwundbar. Also sie stellt sich dann plötzlich die interessanteren Fragen und wird, bin ich davon überzeugt, lebenswerter. Und wir profitieren, dass wir einen Zugang haben zu dieser Gesellschaft. Sehr interessant. Also auch das Stichwort ist Demut oder Unverfügbarkeit, Schwäche und so weiter. Richtig, Grenzen sehen und nicht einfach der American Dream, wenn du es nur wirklich willst, dann schaffst du es auch. Wir müssen mit dem leben, oder? Und ihr habt halt zum grossen Teil noch Angst, wenn ihr das seht. Verständlich. Aber nur, weil ihr es nicht kennt. Leute, die mich kennenlernen, sagen plötzlich, du, ich habe mir ehrlich gesagt bis jetzt unter Behinderten schon immer etwas völlig anderes vorgestellt. Da denke ich, Selber schuld. Ja. Alex, lass uns noch einmal zurückgehen in die Vergangenheit. Wir kommen dann nachher noch in die Gegenwart. Du als junger Erwachsener, du hast gesagt, die Gimmi-Prüfung geschafft, war ganz entscheidend gesehen, dass der Kopfgrips auch deine Stärke ist, das Reden, das Geschichten erzählen und so weiter. Du hast dann trotzdem, dass du eher so ein narrativer Typ bist, hast dann Mathematik studiert, wie der Berufsberater dir das vorgeschlagen hat. Hast dich aber gelangweilt, dann auch als Computerprogrammierer geschafft. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo du den Mut gefunden hast, zu deinen eigenen Interessen zu stehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast dann dich entschieden, Germanistik zu studieren, Kunstgeschichte, Publizistik. Wie hast du den Mut gefunden? Ja, das ist, also verantwortlich für das ist, glaube ich schon, nein, ich weiss es, die Liebe. Die Liebe, jawohl. Es war so, dass in dieser ganzen Zeit vom Chemie und dann auch während dem Mathe-Studium, da habe ich irgendwie gemerkt, ich habe keine Chance bei den Frauen. Die Frauen, die wollen Männer, die eben aufrecht gehen können, die symmetrisch aussehen und die einfach taffe Typen. Sie reden sehr gerne mit mir, das habe ich schnell herausgefunden. Aber wenn es dann entscheidend wird, dann nehmen sie dann doch irgendwie den Bodybuilder. Und ich bin gut für den Apero, aber nicht für, wie sagt man, den Schlummertrunk. Das habe ich herausgefunden. Und eben, du hast mich jetzt ein bisschen kennengelernt vorher. Damit ich an dem nicht verzweifle, habe ich für mich gesagt, Frauen sind für mich tabu. Es geht jetzt nicht mehr darum, eine Frau zu finden oder eine Frau will, dann gehe ich daran kaputt. Es will mich kennen und ich verstehe es auch. Weil ich ja meinen Körper auch nicht gerne hatte. Und dann habe ich das Thema quasi abgehökelt und mich anderen Sachen zugewendet. Und dann hat sich eine Frau in mich verliebt. Sie hat da aus heiterem Himmel. Und sie war schon verheiratet, 2 Jahre älter als ich, und hat sich wegen mir scheiden lassen. Und damals hat es eben noch Scheidungsgründe gebraucht. Und dann ist als Scheidungsgrund bei ihr gestanden, Ehebruch in Südfrankreich. Da bin ich mir vorgekommen wie Alain Delon. Südfrankreich. Das klingt gut, das ist wie ein Romantitel. Und dann, nach 2 Jahren, ist die Beziehung vorbei. Aber das war in der Zeit, als ich dann als Mathematiker geschafft habe. Aber
die Beziehung war wahnsinnig wichtig für mich, weil ich habe dann gewusst, also erstens, das Schönste, was es überhaupt gibt auf der Welt, das habe ich jetzt erlebt. Ich muss dem überhaupt nicht mehr nachtrauern. Ich weiss jetzt, was das heisst. Ich habe eigentlich, mein Lebensziel ist erfüllt. Ich habe das Glück erlebt. Und da bin ich dann auch sehr unglücklich gewesen, natürlich, weil es ist halt vorbei gewesen, aber immerhin, ich habe es erlebt. Aber für mich hat das bewirkt, dass ich dann mir gesagt habe, Alex, ab jetzt machst du nur noch das, was du willst. Jetzt lass dir nicht mehr sagen, was man macht. Weil ich bin mich vom Spital natürlich auch gewöhnt gewesen, immer zu folgen. Ich mache, was andere Leute sagen, weil die wissen es besser. Und ich habe nie gelernt, Nein zu sagen. Das kann ich heute noch nicht. Und ich habe nie gelernt, irgendwie zu meinen Bedürfnissen zu stehen. Und darum habe ich immer gefolgt und gesagt, was ich gemacht, was ich muss machen. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt mache ich nur noch, was ich will. Und ich habe immer eben Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik studieren. Ich habe das aufgrund des Berufsberater nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich bin zwar jetzt schon 26, aber jetzt fange ich noch mal ein Studium an. Habe das selber finanzieren, weil ich die Stipendien ja schon aufgebraucht habe. Und habe dann gemerkt, es ist gegangen. Es ist gegangen. Ja, du hast nebenan geschafft als Lehrer, als Korrektor, als Vorleser für eine Blindenhörbücherei und so weiter. Und du bist immer mehr in die Welt hineingekommen von Sprache, von Bildern, von Geschichten, in so Fantasiewelten auch, im Kino eintauchen nachher als Filmkritiker. Ist das für dich, du hast früher schon gesagt, du bist schnell, hast gemerkt, du bist nicht auf dem Fußballplatz, sondern dein Platz ist in deinem Zimmer, alleine, auch in der Fantasie. Auf dem Bett, in der Liege, stellst du das Zimmer um, der Möglichkeitssinn. Ist das für dich so ein roter Faden, der sich durchzieht, oder ist es sogar vielleicht, ein bisschen ketzerisch gesagt, auch eine Flucht in die Fantasiewelten? Ich erlebe es eigentlich nicht als Flucht. Als Kind war es sicher eine Flucht, als ich angefangen habe zu lesen. Ich weiss, das erste Buch war in Karl May, «Durchs wilde Kurdistan». Und das hat mir schon natürlich eine Welt geöffnet, die ich vorher nicht hatte. Und dort sind auch die Liegen spannender geworden, weil ich Fluchtmöglichkeiten hatte durch das Buch. Und dann später auch durch Hörspiele im Radio. Und ins Kino bin ich ja durch einen totalen Zufall gekommen. Ich habe einfach zu viel Geld gebraucht fürs Kino und habe mich dann einmal erkundigt, wie komme ich zu einem Passepartout. Und dann hat es damals als Student 2 Möglichkeiten gegeben, Filmkritiker oder Platzanweiser. Platzanweiser ist nicht gegangen mit meinen körperlichen Voraussetzungen. Und darum habe ich mich beworben als Filmkritiker bei einer Jugendzeitung. Und habe die Stelle bekommen und habe ja dann auch nicht gewusst, dass, wenn man alle 2 Wochen regelmäßig markiert und das offenbar noch ankommt bei den Leuten, dass dann auch andere Medien auf einem aufmerksam werden. Und so hat sich das vergrößert und ist plötzlich ein Berufszweig geworden. Ich hätte nie mit dem gerechnet. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es ist natürlich so, als Journalist arbeiten kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht der Welt hinterherrennen, oder? Das muss ein Journalist. Du kannst nicht rausgehen als rasender Reporter. Ja, so. Ich muss als Journalist etwas wählen, wo die Welt zu mir kommt. Und im Kino kommt die Welt zu mir. Aber das habe ich erst im Nachhinein irgendwie so mir zurechtgelegt, dass es eigentlich da sinnvoll ist. Du hast nachher jahrzehntelang als Filmkritiker geschafft. Ich habe es am Anfang gesagt, für Radio 24, aber auch die legendären Movie Talks auf Star TV zusammen mit dem Wolfram Knorr. Genau. Wir können uns alle noch erinnern, die sind wirklich Kult gewesen. Und die haben kürzlich auch einen Preis bekommen für das, den Gräulichen Kulturpreis. Ihr macht die Gespräche immer noch im Rahmen der Bernard Matinee, einmal im Monat im Bernard Theater in Zürich, wo der Moritz Leuenberg lang Gastgeber war. Genau. Ich habe gelesen, dein erster Film, du erzählst das jetzt so nicht, du bist per Zufall zum Film gekommen, um Geld zu sparen. Aber deinen ersten Film hast du eigentlich schon im Spital gesehen. Und das ist eine rechte Abenteuergeschichte. Du bist dort so ein bisschen ausgebüchst, genau. Ins Altersheim über, an einem Filmabend und bist dort Heidi. Den Film Heidi schauen? Ja, das stimmt. Ja. Ich habe gehört, wo 2 Schwestern darüber reden, dass das Abend im Altersheim, das ist etwa 50 Meter neben dem Kinderspital, ist ein Altersheim gewesen. Und dass dort der Film Heidi laufe. Und das Gespräch hat mich so wahnsinnig fasziniert. Und dann habe ich gedacht, ja, ich will das auch schauen. Ich will auch schauen, was ein Film ist und was es ist, so eine Geschichte. Und habe dann meine Schwester gefragt, ob ich das darf. Und die hat natürlich die Hände verworfen. Und dann bin ich die Oberschwester gefragt. Ich habe dann mal gedacht, für was gibt es eigentlich eine Oberschwester? Die sitzt immer nur im Büro, niemand weiß, was die macht. Aber wenn sie schon so heisst, ist sie vielleicht wichtiger als meine Schwester. Also frage ich die. Und bei sie gefragt, dann hat sie auch gesagt, nein, das geht nicht.
Und dann bin ich wieder vor der Tür, ganz traurig, und habe angefangen zu brüllen. Und wo die Oberschwester eine halbe Stunde später aus dem Büro kommt und mich brüllen sieht vor ihrem Büro, fragt sie, was ist denn los? Dann habe ich gesagt, ja, ich will einfach den Film schauen, das wäre so wichtig. Und dann hat sie mir die Erlaubnis gegeben, allerdings mit der Einschränkung, es sei nicht, weil ich brülle. Das ist dann wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und dann bin ich ganz allein mit dem Rollstuhl ins Altersheim und habe das gesehen. Und das hat mich emotional schon total überwältigt. Oder also so als, ich weiß nicht, 8 bin ich vielleicht oder 7. So eine Geschichte von anderen Kindern. Und dann ist ein Kind auch noch im Rollstuhl. Und dann geht der Rollstuhl noch den Berg ab. Und dann kann es plötzlich wieder laufen. Also ich habe nicht mehr gewusst, wo meine Sinne stehen. Und dann ist das Abenteuer aber weitergegangen, weil ich dann in der Nacht wieder mit dem Rollstuhl zurück und habe dann gar nicht gewusst, wie kommt man in ein Spital, das verschlossene Türen hat. Ich bin ja noch nie mehr vor verschlossenen Türen gestanden bis dort. Und habe nicht gewusst, was eine Hausglocke ist und habe auch keine gesehen. Und habe dann müssen warten, bis die Nachtwacht zufällig einmal an der Tür vorbeigelaufen ist. Also wieder reinkommst, eine riesige Geschichte. Und heute schaffst du nicht mehr als Filmkritiker, du bist pensioniert. Wie oft bist du gleich noch im Kino? Ja gut, also für die Bernhard-Matinee muss ich natürlich, ich bespreche ja jeden Monat 2 Filme, also muss ich Minimum 2 sehen, ich muss aber etwa so 4 bis 6 schauen pro Monat, damit ich ja doch weiss, welche lohnt sich vorzustellen. Oder? Man kann nicht über jeden beliebigen Film reden. Genau. Und darum schaue ich schon immer noch etwa 6 Filme pro Monat, damit ich 2 dort vorstellen kann. Und, aber das lange dann auch. Also ich muss nicht mehr wie früher bin ich ja jeden Tag 1 bis 2 Mal ins Kino. Das muss ich nicht mehr machen. Es gibt ja schon Filmgenres, die mich auch weniger interessieren. Und die schaue ich heute nicht mehr. Aber die grossen Knüller schaust du. Barbie hast du gesehen wahrscheinlich. Selbstverständlich. Oppenheimer auch, ja, auf jeden Fall. Und, sag schnell etwas. Muss man beide schauen? Aber man muss beide schauen, auf jeden Fall. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber sind beide ganz gut. Und jetzt ganz aktuell Poor Things. Der kommt jetzt dann ins Kino mit Emma Watson. Also wirklich ein ganz hervorragender Film auch. Ich habe von dir gelernt, der Lieblingsfilm, den hat jede und jeder von uns gesehen, als er etwa 20 ist. Das sind alles 18 bis 22. Wieso so. weißt du das? Ja, siehst, ich habe recherchiert. Und zwar, weil dort das Herz und die Seele noch frisch sind, habe ich gelesen von dir. Ja. Das finde ich mega interessant, weil es stimmt für mich auch. Ja, es stimmt für fast alle. Ich kann schon Umfragen machen. Und was ist es bei dir? Der liebste Film, der dir ans Herz gewachsen ist? Weil ich ein Spätzünder bin, durch das ich eben so lange im Kinderspital war, durch das ist bei mir ja alles ein bisschen irgendwie verspätet. Durch das habe ich ihn nicht mit 18 gesehen, sondern mit etwa 27. Und zwar eben, nachdem meine erste grosse Liebe auseinandergegangen ist, da habe ich als Film gesehen, einen Film, den niemand kennt, «L'année dernière am Marienbad» von Alain Resnais. Und als ich diesen Film gesehen habe, irgendwie in einer Nocturne ist der gelaufen, habe ich gewusst, dieser Film versteht mich. Das ist der einzige Film, also das einzige Wesen auf der Welt, das mich versteht. Wenn ich heute den Film anschauen würde, das mache ich natürlich nicht, mir zu lieb, wäre ich wahrscheinlich entsetzt. Was machst du nicht mehr? Nein, das mache ich nicht, nein. Ja. Nein, ich weiss, es gab bei anderen Filmen so, weißt, es gibt ja andere Filme, die ich früher wahnsinnig gerne hatte. Ich bin zum Beispiel ein grosser Fan von Antonioni. Und dann hat es letztens eine Retrospektive gegeben und ich habe gewusst, ich kann alle Filme schauen, um quasi meine Jugend wieder aufzufrischen. Ich habe einen geschaut und dann abgebrochen. Weil es zerstört eine Erinnerung, eine Illusion. Man hat sich selber weiterentwickelt, die Filmgeschichte hat sich weiterentwickelt. Ja, klar. Es ist nicht mehr vergleichbar. Ganz ein anderer Blick und das Sehempfinden. Und das ist wie wenn man Wein heimnimmt aus der Ferien und daheim aufmacht und trinkt. So schlecht ist es. Exakt. Alex, wir sind leider schon am Ende von dieser Stunde fast. Wir haben noch Zeit für ein Musikstück und du hast 2 schöne mitgebracht. Du musst dich aber für eins entscheiden. Und das sind Konzerte, ich glaube, die ersten Konzerte, die du überhaupt gesehen hast. Welches willst du noch hören zum Schluss oder abspielen? Also es haben beide ihre Geschichte, aber abspielen möchte ich «L'Aigle Noir» von der Barbara. Das machen wir sehr, sehr gern. Zuerst aber mal danke herzlich für das schöne, offene Gespräch, mutmachende Gespräch. Danke, dass du da bist, Alex. Ich danke dir, Yves. Vielen Dank. Ja, die ganze Sendung Fokus mit dem Alex Oberholzer findet ihr wie immer online auf srf.ch/audio und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bossart. Schön, dass ihr dabei gewesen und bis bald.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, prit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour,